Es ist Samstag, der 25. April. Ich begrüße euch mit der Tageslosung 5. Mose 30, Vers 9. Der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir zu gut, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Im Lehrtext Johannes 15, 10 bis 11 lesen wir: Jesus spricht: Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Wie emotional darf Gott sein? Erlauben wir ihm das überhaupt? Aber schaut, es gibt kein besseres Evangelium als das, dass Gott sich über uns freut. Diesem Gott will ich begegnen. Möchtest du einen freudlosen Himmel und dort schließlich auch eingehen? Es ist doch unvorstellbar, ein Himmel voller erster Minen, ein großes Stellwerk, ein großes Rathaus, eine Versammlung von Experten. Emotion muss ja nicht etwas Flatterhaftes sein, mit einem schlechten Unterton. Es gibt ja Emotionen, die Erfüllung des Lebens andeutet. Der Herr freue sich seiner Werke, so lesen wir im Psalm 104, Vers 31. Er freut sich fortwährend seiner Werke und er wird auch dazu eingeladen, es weiterhin zu tun. Und gemeint sind auch die Werke, die er an uns tut. Wie hätte Gott denn Wesen schaffen können, die sich selber freuen, wenn nicht eher Gott diesen Wesenszug in sich hätte? Ich las in einem Gebetsbrief einer christlichen Institution, die sich um schwache, Bedürftige kümmert und sie aufbaut: Der Herr jaucht über dich mit Freude. Ja, was Jauche ist, wissen wir, und ich las das zweimal. Ist Gott neuerdings schadenfreudig? Über diese armen Kreaturen, denen man zurechthelfen muss, würde er dann Jauche ausgießen? Dann aber merkte ich, dass dies ein Druckfehler ist, sicher ein dummer Druckfehler, sicher am dümmsten Ort, den man sich für einen Druckfehler vorstellen kann. Gott ist nicht ein Gott der Schadenfreude. Und doch sagte mir ein Mann, dessen Frau lange gelitten hat: Gott müsse wohl einfach Blut sehen, er müsse dieses Leiden der Menschen haben. Das sähe man ja schon bei seinem Sohn, der am Kreuz verblutete. Aber etwas anderes sagt uns Ezechiel. Der Herr hat nicht gefallen am Tod des Gottlosen, er hat an keiner Strafe gefallen, an keinem Leiden. Der Himmel ist ein Ort, ich stelle es mir so vor, der vibriert auch von Emotionen. Es gibt diese Freude der Engel, die Jesus anspricht. Wenn einer dieser Kleinsten zum Glauben kommt, gibt es schon ein Fest, vielleicht würde die junge Generation sagen, eine riesige Party. Engel haben dort mitgeholfen, mehr als man weiß, mehr als man sieht. Aber selber hat Gott auch diese Freude, ja, er hat sogar die originale Freude, denn es sind ja seine Kinder, die zu ihm zurückkommen. Wie sollte sich ein Vater nicht freuen? Und natürlich gibt es im Himmel auch Trauer. Einmal wird es sogar eine halbe Stunde lang still vor Trauer im Himmel. Man sieht es an der Offenbarung, schlimme Dinge geschehen auf der Erde. Auch die Gläubigen werden verfolgt. Auch das hat Raum, denn der Himmel ist nicht ein Nirvana, ein Ort der absoluten Emotionslosigkeit, was als etwas Befreiendes empfunden wird, sondern er ist ein Ort des überschäumenden Lebens, das sich auch ausdrücken kann. Ja, was ist überhaupt Freude? Wenn das Heil durch eine Person fließt. Person kommt ja von Personale. Etwas fließt hindurch und klingt dann auch, bringt uns zum Schwingen, bringt uns zum Klingen. Wenn wir hier das Bild der Orgel, des Ortes, wo ich im Moment arbeite, einblende, dann sieht man hier verschiedene Reihen von Pfeifen. Helle Klänge, dumpfere Klänge, alle Arten von Abmischungen, man nennt das auch Register, sind hier auf engem Raum versammelt. Das soll für uns ein bisschen ein Bild sein. Und Paulus sagt, diese Früchte des Geistes,
dieses Windes, der ja auch in den Orgeln weht, durch den Windkanal kommt dann eben der Ton zustande. Die Früchte dieses Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Die ersten habe ich betont, weil wir sehen, das Erste, was durch einen Menschen fließt, wenn er von Gottes Heil erreicht wird, ist Liebe. Er spürt die Liebe, er kann sie beantworten, Liebe wird geweckt. Und schon das Zweite, was darauf folgt, ist eben diese helle Freude. Die Seele, unsere menschliche Seele, hat auch die dunklen Register. Es gibt auch Pfeifen für das Unheil an unseren inneren Orgeln. Es gibt schummrige Töne. Man liest zum Beispiel bei Jesaja in diesen schwierigen Zeiten, wo das Volk Israel in Sünde fiel und auch bedrängt wurde, wir brummen wie die Bären, wir gurren wie die Tauben. Die depressiven Register kenne ich allzu gut aus meinem Leben. Ich kann mich sehr gut erinnern an den tiefen Absturz in die Depressionen. Die Töne werden immer dumpfer, dunkler, tiefer, unheimlich wird es sogar. Und ich kam ganz nahe an die Totenpfeife oder an die Todespfeife heran. Die letzte, die größte. Es ist bekannt, dass ein Schweizer Organist sich am Ende seines Lebens, das er selber gewählt hatte, in der größten Orgelpfeife erhängte. Ich habe also auch aus dem letzten Loch gepfiffen, wie man sagt, und legte Gott noch 40 Tage vor, in denen er meinen Zustand ändern konnte. Ansonsten würde dann mein Plan B zum Zug kommen und ich wusste genau, wie es dann geschehen würde. Der letzte, diese 40 Tage kam, nichts hatte sich geändert. Ich gab Gott eine letzte Chance, schlug noch einmal die Bibel auf und dann kam ein Licht über mich. Heil kam in mein Unheil hinein. Licht kam in die Dunkelheit, in die Finsternis. Und ich blieb in diesem Licht eine gewisse Zeit und ich merkte, etwas beginnt auch in mir zu schwingen. Eine unglaubliche Freude. Man kann es eigentlich nicht beschreiben, wenn so etwas geschieht in der tiefsten seelischen Nacht. Das war eine Art Jesus-Erscheinung. Ich wusste, Jesus ist da und alles fließt durch mich hindurch. Sein Licht, seine Gnade, sein Erbarmen. Ich konnte diese Freude nicht einfach für mich in der Stube behalten. Ich musste raus auf die Straße. Es war spät nach Mitternacht schon. Ich tanzte auf den Straßen von St. Louis herum, in dem Quartier, wo ich arbeitete, während eines Jahres. Es heißt ja im Losungstext, diese Freude Gottes sei zu unseren Gunsten. Gunst heißt ja, er gönnt es uns. Er mag uns, oder er will uns mit hineinnehmen in seine überschwängliche Freude. Er will sie mit uns teilen. Das habe ich damals erlebt und seitdem nie mehr in diesem Maß. Jesus spricht dann in dem schönen Gleichnis vom Weinstock eben vom ersten Register, wenn die Jünger erfüllt werden von diesem Heil, wenn sie ganz daheim ankommen in der Liebe des Vaters. Liebe fließt durch sie. Und dann schon das zweite Register wird erwähnt, nämlich der Freude. Das alles habe ich zu euch gesagt, damit auch diese Freude immer in euch bleibe. Friede wird als drittes eben hier nicht erwähnt und doch wissen wir, das schafft ja diesen tiefen Seelenfrieden. Interessanterweise sagt Jesus am Ende des Gleichnisses, wo es um die Talente geht, zu den Leuten, die damit gearbeitet haben, die sie eingesetzt haben, die sich für sein Reich einsetzten, in allem Vertrauen, sicher auch in Tests und Härteproben. Sie haben es bestanden, sie haben es vermehrt. Gehe hinein zu deines Herrn Freude. Dieser Herr hat sich schon lange gefreut. Ich sage das nochmal auf der Talent. Interessanterweise sagt Jesus zu dem, der die Talente vermehrt hat, von 5 auf 10, von 10 auf 20, zu diesen Leuten sagt er, gehe hinein in deines Herrn Freude. Er hat sich schon gefreut, als er ihnen zuschaute,
wie sie vielleicht unter harten Bedingungen, unter Glaubenskämpfen, in Anfeindungen, in Anfechtungen diese Talente eingesetzt haben, unermüdlich. Und dann ist eben das Resultat zustande gekommen. Und er sagt, ich habe mich schon immer gefreut. Ich freue mich, euch jetzt hier zu haben, denn ich werde euch noch mehr anvertrauen. Das ist deines Herrn Freude. Und ich wünsche euch einen gefrönen